for today's video. We have something very funny. Me and my friend Wanaria ASMR did a cute little collab. We were talking about our languages, and Wanaria came up with this cute idea that we should send each other a part of some text, and we shall read in a different language. I will be reading in German and she will be reading a little something in Slovenian. I apologize in advance because I'm really not good at German, but I bet she had an even harder job because Slovenian is one of the hardest languages to learn, so I guess this will not be so bad, but it will sure be fun. I learned German in primary school, but you know how this goes, you just learn something to get that grade and then move on. It wasn't like I could go live in Austria or Germany or something, so I totally forgot how to pronounce German words by now, so I can't wait for this challenge. But first, let me remind you, if you haven't checked out Wanaria's video yet, please make sure to go check it out and subscribe to her wonderful channel. No, I can't speak already, so this will not go very well, I guess. Subscribe to her wonderful channel and leave some comments and some love. So let's jump right to it, because I really don't want to make this one too long. It already is too long, so okay. I will be reading from the book Mr. Gott. This is Anne or Anne, I don't know. In Germany it goes something like let me check. Hallo, Mr. Gott, hier spricht Anne. Okay, here goes the first chapter. Oh, and I apologize for the sounds that computer may be making. I hope it's not too distracting. Okay, so I will be whispering from now on. Or not, I don't know. Der liebe Gott spricht Englisch. Der Unterschied von einem Mensch und einem Engel ist leicht. Das meiste von einem Engel ist innen und das meiste von einem Mensch ist außen. Anna war 6 Jahre alt. Manchmal heißt sie Fratz. Mit 5 Jahren kannte sie den Sinn des Lebens und wusste, was Liebe ist. I don't understand a word. Dazu war sie eine persönliche Freundin und auch Beraterin von Herrn Gott. Mr. Gott eigentlich. Da die Engel selbstverständlich Englisch sprechen, war anzunehmen, dass ihr oberster Herr das auch tat. Mr. Gott also. Anna war sehr gebildet. Theologie, Mathematik, Philosophie, Dichtkunst und Gärtnerei. Nichts war ihr fremd. Fragte man sie etwas, bekam man unter allen Umständen eine Antwort. Sorry for reading like a 5-year-old. 5. Manchmal verzögerte sich die Antwort, aber nach ein paar Wochen oder gar Monaten kriegte man sie. Manche Dinge brauchen ihre Zeit.
Die Antworten waren direkt, einfach und präzis. Sie feierte ihren 8. Geburtstag nicht hier. Sie starb vorhin bei einem Unfall. Sie starb mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht. Ihr letzter Satz war: Wetten, dass mich Mr. Gott dafür in sein Himmel reinlässt. Und ich wette nicht dagegen. Er tat es sicher. I just understand that Anna actually died or something like that. This is kinda sad. Ich kannte Anna ungefähr 3,5 Jahre lang. I'm still not sure how to pronounce this word. Manche Leute sind berühmt. This is exhausting. Weil sie allein die Welt umsegelt oder auf dem Mond zum Mittag gegessen haben. Jeder Mensch weiß von solchen Leuten. Mich kennt fast niemand und doch erhebe ich Anspruch auf den Ruhm, Anna gekannt zu haben und, wie ich glaube, recht gut. Am besten eigentlich von Ihnen. Denn wie gesagt, das meiste von einem Engel ist Ihnen. Und das hier ist die Geschichte, wie ich Anna kennenlernte. Seither habe ich noch 2 weitere Engel getroffen, aber das ist wieder was anderes. This is another story. Okay, we have one more chapter. Wurst mit Rosinen. Ich heiße Finn. Natürlich nicht wirklich, aber so nennen mich alle und es passt zu mir. Ich bin groß, sehr groß eigentlich. 1,92, 70 Kilo, 19 Jahre alt damals. Mein Hobby waren heiße Zervelatwürsten und Schokoladenrosinen. Nicht gleichzeitig. Natürlich. Am liebsten stromerte ich nachts im Hafen herum, besonders bei Nebel. In einer solchen Nebelnacht begann mein Leben mit Anna. Ich schlenderte die Straße entlang. Es war ziemlich dunkel. Die Häuser warfen nebelverbogene Schatten. Die Bäckerei war noch erleuchtet, obgleich längst geschlossen war. Das Schaufenster zeigte ein helles Viereck in einem widerwärtig feuchten Wetter. Unter dem Fenster saß ein kleines Mädchen auf einem Eissengitter. Mädchen. In dieser Gegend laufen häufig Kinder spät nachts noch auf der Straße herum. Aber bei diesem Kind war das anders. Warum es anders war, habe ich vergessen. Ich setzte mich neben die Kleine. Wir saßen da 3 Stunden lang. Und ich bin heute noch überzeugt, sie hat mich verhext. Irgend so etwas muss es gewesen sein. Rutsch mal ein bisschen, sagte ich. Sie rückte zur Seite und sagte nichts. Nimm dir eine Zervelat. Sie schüttelte den Kopf.
gehört dir. Ich habe einen ganzen Haufen Fürsten. Außerdem, ich bin völlig satt, sagte ich. Sie antwortete nicht. Das Schaufensterlicht war nicht besonders hell. Die Kleine saß im Schatten. So sah ich nur, dass sie abenteuerlich dreckig war. Sie hatte eine zerfetzte, zerlumpte Puppe unter den Arm geklemmt. Auf ihrem Schoß lag eine verböllte Schachtel mit Buntstiften. Wir schwiegen eine halbe Stunde lang. Ich sah, wie ihre Hand langsam in das Wurstenpaket schlich und empfand tiefe Freude. Als wenig später das Geräusch der zwischen ihren Zähnen zerplatzenden Wurstpelle zu hören war. 1 oder 2 Minuten später stibitzte die Hand ein weiteres Würsten, dann das dritte. Ich zog ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche. Kann ich rauchen, während du isst? Fragte ich. Was? Ihre Stimme klang alarmiert. Kann ich mir eine ins Gesicht stecken, während du isst? Sie rutschte herum, kniete sich auf das Pflaster und sah mir ins Gesicht. Warum? fragte sie. Meine Mutter besteht auf meiner feinen Erziehung, sagte ich. Man pustet einer Dame keinen Rauch ins Gesicht, während sie Zervelatwursten isst. Die Kleine starrte einen Moment lang das halbe Wursten in ihrer Hand an, dann fragte sie, warum hast du mich gern? Ich nickte. Dann steck dir eine ins Gesicht. Sie lächelte und stopfte den Rest der Wurstens in den Mund. Ich hielt ihr das brennende Streichholz hin. Sie pustete und übersprühte mich dabei mit einem Regen kleiner Wurststücken. Plötzlich schrak sie zusammen. Ihren Blick werde ich nie vergessen. Sie biss die Zähne zusammen. Ihr Gesicht versehrte sich in Erwartung einer Ohrfeige. Was mein Gesicht ausdrückte, weiß ich nicht. Jedenfalls gab sie einen so kläglichen, traurig trockenen Schlutzer von sich, wie ich ihn nie gehört hatte und wie ich ihn auch nie wieder hören will. Packte sie bei den Schultern und stellte sie auf Armeslänge auf die Beine. Dann kam der Blick, der nur Anna gehörte. Sie sah mich an, Mund weit offen, Augen noch weiter offen. Ihr ganzer kleiner Körper vibrierte. Beine, Arme, Finger, Zehen, alles zitterte. Ein kleiner Vulkan stand vor mir. Sie lächelte und konnte nicht aufhören. Sie versuchte, etwas zu sagen, aber es kam nichts Rechtes zustande. Du, lachte sie. Dann rang sie sich bei all dem Gelächter einen Satz ab. Du magst mich? Was für eine Antwort gab es darauf? Es gab nur eine. Ich sagte ja. Sie kicherte, tippte mich mit dem Zeigefinger an. Du hast mich lieb,
und trödelte um die Straßenlaterne. Du hast mich lieb, du hast mich lieb. Einen Augenblick später sagte sie, ich bin überhaupt kein bisschen durstig. So gingen wir in die nächste Wirtschaft und kauften eine Flasche Bier. Sie wollte die braune Flasche mit so'n komischen weißen Knopf drin. Geht wir zurück zu dieser Backbäckerei, grinste sie. Da saßen wir also wieder, der Große und die Kleine. Ich glaube nicht, dass wir mehr als die halbe Flasche trinken. Denn es stellte sich heraus, dass es viel schöner war, so ein Brausegetränk tüchtig zu schütteln. Und dann schoss eine Spritzfontane über die Straße. Jetzt du, sagte sie. Es war keine Bitte, das war ein Befehl. Ich schüttelte kräftig und der Stöpsel flog heraus. Ein Schwall von Bierschaum regnete auf uns beide nieder. Während der ganzen nächsten Stunde gab es Kischer, weitere Würsten, mehr Bier mit noch mehr Schokoladenrosinen. Den Vorübergehenden schrie sie hinterher. Sieh da, er mag mich. Hinauf die Treppe am Haus gegenüber. Sie rief mir zu. Ätsch. Ich bin größer als du. Gegen halb elf saß sie zwischen meinen Knien und begann eine ernste Unterhaltung mit Maggie, der Lumpenpuppe. Ich sagte, du gehörst jetzt ins Bett. Los, wo wohnst du? Mit langsamer Stimme erwiderte sie, nirgends, ich bin weggelaufen. Und deine Mami und dein Papi, wo wohnen die? Fragte ich. Sie hatte ebenso gut antworten können. Das Gras ist grün, der Himmel blau. Sie sagte nur, sie ist eine Kuh und er ist ein Chauffeur. In das Scheißhaus gehe ich nie mehr. Ich wohne bei dir. Ein etwas ungewöhnlicher Befehl in einer etwas ungewöhnlichen Sprache, aber man konnte nichts dagegen machen. Ich sagte, na schon, du kannst mitkommen. Morgen sehen wir weiter. That's it. We will not be seeing any weiter. So, I hope that this didn't bore you too much because I was looking at the screen, but it was exhausting, but it was also fun. I hope you enjoyed. See you next time, and once again, please check